Юлия Маратовна, школа номер 24, учитель иностранных языков, отрывок из произведения «Мертвые души» Николай Гоголь. Nehmen wir einmal, es gebe nicht bei uns, sondern irgendwo in einem fernen Königreiche eine Kanzlei, und nehmen wir Feiernden an, diese Kanzlei habe einen Vorsteher oder Chef. Ich bitte den Leser, sich diesen Mann einmal anzusehen, wenn er mitten unter seinen Untergebenen dasitzt. Ich wette, das Wort würde ihm vor Schrecken im Munde stecken bleiben. Stolz und Edelmut und was nicht alles noch liegt in seinem Blick. Man möchte zum Pinsel greifen und ihn malen, um ihn in dieser Stellung festzuhalten. Der reinste Prometheus, wahrhaftig, ein Prometheus. Er blickt wie ein Adler, und sein Gang ist biegsam, gesetzt und fest. Aber seht euch einmal in diesen Adler an, wenn er den Saal verlässt und sich dem Zimmer seines Chefs nähert. Er ist kaum wiederzuerkennen. Wie ein flüchtiges Schneehuhn eilt er mit seinem Aktenbündel unterm Arme dahin, dass ihm fast der Atem ausgeht. In einer Gesellschaft oder auf einer Säuerei, wo nicht allzu hochstehende Persönlichkeiten zugegen sind, bleibt unser Prometheus ein echter Prometheus, aber es braucht nur einer da zu sein, der etwas höher steht als er, und mit unserem Prometheus geht eine solche Verwandlung vor, wie sie sich selbst ein Ovid nicht träumen ließe. Eine Fliege kann nicht kleiner sein, er ist ganz wie vernichtet wie ein Sandkorn. Dankeschön.